Willkommen bei Princess Stories for Kids, wo euch jedes Mal zauberhafte Geschichten aus der magischen Welt von Anastasia und Athina erwarten. Macht es euch gemütlich und seid bereit für ein weiteres wundervolles Abenteuer voller Magie, Liebe und Freundschaft. Lasst uns gemeinsam ins Land der Fantasie und Träume reisen. Es war ein fröhlicher Nachmittag im königlichen Garten. Die Sonne schien auf die Blumen, und Prinzessin Anastasia und Prinzessin Athina liefen über das weiche Gras. Die Vögel zwitscherten, und Masa, ihr treuer Hund, jagte fröhlich einem Schmetterling hinterher. Nach dem Laufen beschlossen sie, Verstecken zu spielen. Athina schloss die Augen und begann hinter einem großen Baum zu zählen. Anastasia versteckte sich schnell hinter einem großen Lavendelbusch und kauerte sich leise hin. Athina suchte hinter Bänken und Büschen. Dann lächelte sie und rief: „Ich weiß, wo du bist." „Erwischt", rief Anastasia, und beide lachten laut. Nach dem Spiel legten sie sich ins Gras und schauten in den Himmel. Sie zählten die Wolken und stellten sich ihre Formen vor. „Die da sieht aus wie ein Elefant", sagte Anastasia. „Und die wie ein Kuchen mit Sahne", fügte Athina hinzu. Jede Wolke war wie ein neues Märchen am Himmel. Dann setzten sie sich auf eine Decke und machten Blumenkränze. Anastasia bastelte einen für Athina, und Athina einen für Anastasia. „Deiner wird der schönste", sagte Anastasia. „Nein, deiner", kicherte Athina. Sie tauschten die Kränze und setzten sie einander auf den Kopf. Die Sonne schien so stark, dass sich die Prinzessinnen in den Schatten unter die Weinreben setzten. Dort ruhten sie sich aus und genossen die Stille. „Weißt du, ich hätte jetzt gern ein großes Stück Kuchen", sagte Anastasia verträumt. Anastasia liebte Süßes, besonders Vanillekuchen mit bunten Streuseln. Athina lächelte, sie wusste genau, was jetzt kommt. „Lass uns einen Kuchen machen", rief Anastasia. „Ja, einen zauberhaften", fügte Athina hinzu. Sie rannten zu dem Koffer, in dem ihre Zauberstäbe lagen. Mit den Zauberstäben in den Händen standen sie auf der Wiese. Der Wind spielte mit ihren Kleidern. Es war Zeit für Magie. „Kuchen aus Regenbogenschichten, komm aus unseren Träumen", rief Anastasia. „Und oben sollen funkelnde Sterne leuchten", sagte Athina. Aus dem Boden wuchs eine riesige Torte, bunt, glitzernd und größer als das Schloss. Regenbogenschichten, Sterne, eine Karamellkrone, Schokoladenwasserfälle. „Sie soll die schönste Torte der Welt sein", rief Anastasia. „Du hast ein bisschen übertrieben", lachte Athina. „Ich wollte, dass sie perfekt wird", sagte Anastasia. Sie verkleinerten die Torte vorsichtig und setzten sich zum Naschen. Masa bekam ihr eigenes Käckchen und wedelte zufrieden mit dem Schwanz. Nach dem Kuchen spielten sie noch einmal Verstecken. Anastasia zählte, während Athina sich hinter einem anderen Baum versteckte. Masa rannte aufgeregt umher. Anastasia fand Athina, und dann tauschten sie die Rollen. Athina hatte gerade die Augen geschlossen und angefangen zu zählen. Da hörten sie eine vertraute Stimme. „Anastasia, Athina, kommt rein, es wird Abend", rief Königin Anita. Die Prinzessinnen sahen sich an und lächelten. Sie liefen zum Schloss, Masa fröhlich hinterher. Ein magischer Tag ging zu Ende und ein neues Traumabenteuer begann. Und so endete ein weiterer zauberhafter Tag im Schlossgarten. Prinzessin Anastasia und Prinzessin Athina, müde und glücklich, kuschelten sich in ihre weichen Betten. Masa rollte sich an ihren Füßen zusammen, während der Mondschein das Zimmer sanft erhellte. Bald schliefen sie alle tief und fest, träumten von glitzernden Torten, sprechenden Wolken und neuer Magie am Morgen. Gute Nacht, liebe Kinder. Möge euer Traum weich wie eine Wolke sein, warm wie eine Umarmung und voller märchenhafter Magie.